Ignatius! Ignatius, ist das gesehen? Die Leute, die heute noch in der Kirche sind, die kommen vierwärtsen. Wie damals, für 400 Jahre, wie der Grundstein gelöscht wurde von dieser Kirche. Aber bis der Grundstein gelöscht konnte gehen, das war vielleicht eine Affäre. Weil wir Jesuiten, wir waren noch lange nicht wieder einem Gerhard gesehen. Nee. Du, Ignatius, du warst schon 20 Jahre tot. Wie den Orden zu Lützeburg soll Fuß fassen, ein echter Kehr soll etablieren. Wenn immer gedäßens am Anfang. Die ersten Tentativen sind kläglich gescheitert. Wir sind heute zu Lützeburg angelötet gehen, und quasi am selben Atemzug ausgelötet gehen. Oh Ignatius, wie gern hat mir an den schweren Jahren von der Gründung dich dein Rot gefroht, dich den Hilfe gefroht, dir einen Brief geschrieben, selber gerne einen Brief von dir gehabt, mit einer so gern und Dinger Menschenkenntnis ergänzt und Dinger schöner Schrift erfreut. Du hast 7000 Briefe Dinger Matbrüder geschrieben. Man hat immer nicht schon heute zu Lützeburg gehabt. Dort für Balsam, für eine Seele gewirrscht. Für uns gegen die Rabbelkäppe Schlitzebäuer durchzusetzen. An Politiker zu Brüssel, die als Plan durchkreuzen wollten. Oh Ignatius, hast du es können nach deinem Mantel holen? Weil hei an der südlichsten Provinz von der Paeses Bacchus durch die raue Wand geblosen. Den Erzbischof von Trier, der Lothar und andere dichte Herren aus der Stadt, die sind nicht egent gehen, für das wir hei als Kollege und als Kirche bauen konnten. Und du weinst verknatsch. War nimmer gedäßens, weil die Herren waren absolut gar nicht froh darüber. Das Kirche, als an der Gerd von der Familie Metternich Buchscheid gebaut ging, das wäre gedäßens an der Lauter. Weil die Familie wollte auf keinen Fall auf einen Zugang von der Önnischgas bis auf die Proprietät verzichten. Oh Ignatius, du hast immer gesagt, alles zur größten Ehe vom Herrgott. Aber das war zu Lützeburg nicht möglich. Du glaubst an den Herrgott. Davon aber halt keine Spur. Dafür sind wir Jesuiten hingekommen. Am Anfang, und du gepredigt, am Advent, an der Fastenzeit, und an die Kloskirche. Gott an alle Sachen fangen, das war Ding Devis. Das war zu Lützeburg nicht möglich. Und du hast die Jesuiten in die Wallis gepackt und du die Schurte aus dem Stöps gemacht. Das war absolut nicht möglich. Und in der Rolle kam ich schon letzte paar Jahre. Oh Ignatius, es war gar nicht einfach. Viele waren da dagegen. Und du am Anfang alles so hoffnungsvoll geklungen. Sie hatten also gut Franziskanerkloster und Knödler versprochen. Der Prinz von Parma, den Alessandro Farnese höchstpersönlich, soll sich für eine Lützeburger Gründung zu Rom ersetzen. Man nicht. Für dich war der Generalgouverneur zu Brüssel dagegen, dass man solle kommen. Und wie du dafür war, du waren als Jesuitenbrüder von Trier, von Speyer, bockig gehen und nur gesagt, sie hatte keine Zeit zu kommen. Und sie sind auch nicht gekommen. Und ich sollte der Conseil provincial, das ist nicht an unserer Kompetenz, wie es entscheidet, ob wir kommen sollen oder nicht. Bis am August 1594. Mein Belsch Matbrüder an ich, Père Olivier Bernard,
du wärmer ha erwünscht, op ausdrückliche Wunsch vom Conseil Provincial, wie heit gege Reformation vir zu treiben, an dat Ländchenheit am Glaven zu stärken. Oh, Ignatius, du es enke gesot 1540, mir musste Such dafür drohen, fir d' Kanner am Glaven zu errichten. Und die wird der Umreis erinnert. Und nun hei 1603 als Jesuitenkolleg abgemacht, für die männliche Jugend no der Ratio Studiorum zu errichten. Die Jesuitenkolleg ohne Schulgeld hat Deo Gratias prompte Succès. 200 Schüler waren am 1. Jahr angeschrieben. Oh, Ignatius, du hast den Halle Fried gehabt, heize gesinn, wie die männliche Jugend an der Grammatik, an der Repetition, an der Deklamation und so weiter in der Riech gouf. 10 Jahre nach der Gründung waren schon 500 Schüler angeschrieben. Herrlich. Aber das Schönste, das war, wie wir das Kirche gebaut haben. Als belgische Jesuitenbruder, der Jean Dubloc, hat wunderbar Plan gemalt. Säulen mit einer Ornamentik, die ihresgleichen sichern. Mit einem Barockportal, so schön, so wunderbar. Und das an einer Ästhetik, die mich an den wieder erinnern. Du hast einmal gesagt, die ganz göttliche Majestät an alle Sachen fanden. Auch an der Architektur. Der 7. Mai 1613 haben wir den Grundstein gelegt von dieser Kirche. Oh nein, Ignatius, das war nicht ich stehen, sondern 23. Also, soll ich dich ja selber nicht löwen, aber ehrlich gesagt, ich bin immer ein bisschen stolz über unser Fundraising. Oh, du willst ja wissen, wie wir das gemacht haben. Oh, das kann ich aber auch nicht so viel härter in aller Öffentlichkeit sagen. So viel das gewusst, also die Steine, die vergolt waren, haben wir natürlich gut Stück Militär verklappt, wie die wir just ein bisschen farbig gemalt haben. Und der Triederer Gräen, wir waren herrlich fest, ein Homas mit einer stattlicher Musik. Und da noch an der Aula vom College, fast ihr Sohn. Oh, ich weiß, Ignatius, du musst mein Regime halten. Aber so Figen, Mandeln und Nougat, da wo sie am Ducatus Luxemburgensis nicht so kannt. Ja, der Grundstein, was soll nicht der Grundstein? Grundstein war gelöscht. Und da hat der Grundstein für die wunderbare Aventur zwischen uns Jesuiten und den Litzebuer, zwischen dem Herrgott und den Menschen. Und wir Jesuiten und dem Raum eine marianische Ausrichtung ging. Ja, Ignatius, wir Jesuiten und den Litzebuer hier Mutter Gottes Oktav geschenkt. Da steht sie, Consolatrix Afflictorum. Als Jesuiten sind im Ursprung von der Verehrung auf der Wallfahrt. Und hier an diesem Reim haben wir gelebt und gewirkt. Und auch immer als dein Geist präsent, Ignatius. Weil 400 Jahre im Grund stehen, als Jesuit Bischof. Und unterstützt von der Weltkirche auch ein Jesuit, der Papst Franziskus. Du hast den Fried, da du alles heute gesehen, Ignatius. Ha. Du sagst, dein ignatianischer Geist lebt heute weiter. Ich muss auch weitergehen. Mich meint noch die Wörter, die du gesagt hast. Bewahre in allen Dingen die Freiheit des Geistes und sieh zu, wohin er dich führt.